Nachdem ich darüber berichtet habe, dass an der Loma Linda Universität eine Veranstaltung mit dem Titel Adventismus und Katholizismus in einer sich verändernden Welt stattfinden wird, bei dem die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Glaubensrichtungen betont werden sollten, und dann auch, dass dieses Event später abgesagt wurde, wie wir hier auf der Webseite sehen können, und das ohne irgendeine Erklärung abzugeben, muss ich nun leider sagen, dass dieses Treffen trotzdem stattfand, genau zur selben Zeit und am gleichen Tag. Lediglich der Ort wurde gewechselt. Die Veranstaltung selbst wurde also doch nicht abgesagt, sondern nur an einen anderen Ort verlegt. Auf YouTube könnt ihr euch diese Veranstaltung in voller Länge ansehen, sogar mit deutschem Untertitel. Da es über 2 Stunden geht, werden wir hier in diesem Video uns nur ein paar Ausschnitte ansehen. Und zwar von Dr. Rear Brunsma. Er spricht etwa 40 Minuten und stellt sein neues Buch vor. Hören wir rein. Ich wage zu behaupten, dass die Mehrheit der hier vertretenen Familien entweder römisch-katholisch oder Siebenten-Tags-Adventisten sind. Wie passend ist dann der Titel des Vortrags, den wir gleich hören werden? Adventismus und Katholizismus in einer sich wandelnden Welt, können sie voneinander lernen? Unser hochkarätiger Redner Dr. Rear Brunsma, der den ganzen Weg aus den Niederlanden zu uns hergekommen ist ein pensionierter Pastor und Kirchenverwalter der adventistischen Kirche. Er ist als Adventist aufgewachsen und hat sein ganzes Berufsleben in seiner Kirche in verschiedenen Funktionen verbracht. Es ist mir eine Freude, heute Nachmittag hier unter so vielen von Ihnen zu sein. Der Anlass, der mich hierher gebracht hat, ist, dass vor kurzem ein neues Buch von mir veröffentlicht wurde. Ich habe 1992 an der Universität London promoviert und mein Thema war die Einstellung der Siebenten-Tags-Adventisten zum römischen Katholizismus von 1844 bis 1965. Es schien, dass das Erste Vatikanische Konzil 1965 ein guter Schnittpunkt war. Und wieso war das ein guter Schnittpunkt? Um der katholischen Kirche gegenüber fair zu sein, änderte sich das 1965, als das Zweite Vatikanische Konzil stattfand, weil es eine Erklärung zur Religionsfreiheit abgab. Das ist der Grund, warum wir die Katholiken nicht einfach verleumden können. Im darauffolgenden Jahr wurde sie von der Andrews University Press veröffentlicht und es war interessant zu sehen, dass etwa 3000 Exemplare dieser Dissertation verteilt oder verkauft wurden. Viele Leute haben mich im Laufe der Zeit gebeten, auf dieses Projekt zurückzukommen und ein weiteres Kapitel hinzuzufügen, vielleicht einige Teile zu überarbeiten und ein weiteres Kapitel hinzuzufügen, um es auf den neuesten Stand zu bringen, das sich auch mit dem Zeitraum von 1965 bis zur Gegenwart befasst. Schließlich habe ich das getan und das Manuskript beim Peter Lang Verlag eingereicht. Und sie haben es vor einigen Wochen in einem netten kleinen Buch veröffentlicht. Aber ich konnte nicht ahnen, dass es so viel Aufregung um die Veröffentlichung dieses Buches geben würde. Und ich bin mir wirklich nicht sicher, warum es nach 30 Jahren so viel mehr Ärger verursacht hat, da es im Grunde genommen in ähnlicher Form schon lange existiert. Denn es heißt ja Geschichte einer turbulenten Beziehung. Ich versuche also in diesem Buch, mich mit den Fakten zu befassen, wie sich die Dinge entwickelt haben, was der Hintergrund einiger der Dinge ist, die wir als Adventisten über den Katholizismus glauben. Und ich habe versucht, insbesondere den Hintergrund des 19. Jahrhunderts zu skizzieren. Ich hoffe, dass dieses Buch dazu beitragen wird, dass viele Adventisten andere christliche Bewegungen und insbesondere die römisch-katholische Kirche mit anderen Augen sehen.
Nun, vielleicht sollte er nochmals den Flyer lesen, denn ich denke, der war so ziemlich anti-adventistisch, wenn man schon die ganze Zeit davon spricht, wie antikatholisch wir doch sind. So behaupte ich nun, dass der gewählte Titel anti-adventistisch ist, ja sogar antiprotestantisch und antibiblisch. Denn wie bereits gesagt, es geht nie darum, Menschen persönlich angreifen zu wollen. Es geht darum, was die Bibel uns über dieses antichristliche System vorhergesagt hat. Es geht um Lehren, die der Bibel widersprechen und eine weltliche menschliche Autorität, die sich über Gott stellt. Es geht nicht darum, Menschen zu verletzen. Ich meine, sie sind doch Theologen und Doktoren. Wieso spricht man nicht theologisch sachlich über die Unterschiede der Glaubenspunkte, ohne dass man sich persönlich angegriffen fühlen muss? Wenn wir doch Liebe füreinander haben, dann kann mein Gegenüber, wenn es ein Katholik ist, doch genauso meine Sichtweise respektieren wie ich seine, und ich zeige ihm, wieso ich es nicht so wie er verstehe und so weiter. Nächster Ausschnitt. Lassen Sie mich nun zu meinem Vortrag Adventismus und Katholizismus in einer sich wandelnden Welt. Was können wir voneinander lernen, kommen? Und ich freue mich, hier vor Ihnen zu stehen und zusammen mit anderen, die hinter mir sitzen, Teil dieses besonderen Programms zu sein, das mit der Veröffentlichung meines Buches verbunden ist. Die meisten von Ihnen werden wissen, dass die Organisation dieses Programms einige Aufregung verursacht hat. Aber ich bin wirklich dankbar, dass dieser neue Veranstaltungsort gefunden wurde und dass so viele von Ihnen gekommen sind. Die Leser meines Buches werden feststellen, dass Adventisten zumindest offiziell während ihrer gesamten Geschichte darauf bestanden haben, dass sich der römische Katholizismus nicht grundlegend geändert hat und sich auch in Zukunft nicht ändern wird. Die römische Kirche mag, wie die adventistische Pionierin Ellen White andeutete, der Welt jetzt eine schöne Fassade präsentieren. Aber sie bleibt unverändert und Zitat, unter dem veränderlichen Erscheinungsbild des Chamäleons verbirgt sie, das ist die katholische Kirche, das unveränderliche Gift der Schlange. Zitat Ende. Ich glaube, es ist an der Zeit, uns von dieser Charakterisierung zu distanzieren. Was möchte er damit andeuten, wenn nicht das, dass die katholische Kirche sich geändert hat? Doch bestätigt das Papsttum von heute nicht genau das, was der Geist der Weissagung sagt? Nach außen sieht es verändert aus, aber von innen sind die Lehren immer noch die gleichen geblieben? Und genauso widersprechen sie immer noch der Bibel? Hören wir weiter. Nach Ansicht des adventistischen Kirchenhistorikers George Knight sind die katholische Kirche und die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten die einzigen Kirchen, die von sich behaupten können, wirklich katholisch zu sein, und zwar im ursprünglichen Sinne des Wortes, allgemein. Das ist genau das, was bereits Tony Palmer damals gesagt hatte. Wir wissen, dass es in den ersten 1000 Jahren eine Kirche gab. Es hieß die katholische Kirche. Und das Wort katholisch bedeutet universell. Es bedeutet nicht römisch-katholisch, sondern wenn. Du bist wiedergeboren. Hebe deine Hand, wenn du wiedergeboren bist. Du bist katholisch. Die Lehre von der Unfehlbarkeit, die während des Ersten Vatikanischen Konzils verkündet wurde, ist von den Protestanten im Allgemeinen und von den Adventisten im Besonderen heftig kritisiert worden. Doch obwohl der offizielle Adventismus Ellen G. White keine Unfehlbarkeit und keine Inhärenz zuschreibt, sind viele Kirchenmitglieder davon überzeugt, dass ihre prophetische Begabung dafür gesorgt hat, dass ihre Schriften nicht nur theologisch, sondern auch historisch und wissenschaftlich korrekt sind. Er macht noch weitere Beispiele, wo er Lehren der katholischen Kirche mit Verhaltensweisen von Adventisten vergleicht. Mit anderen Worten sagt er hier,
dass genauso wie die katholische Kirche mit Betonung auf Vatikan I und nicht II den Anspruch erhebt, unfehlbar zu sein, wir glauben, dass Ellen White unfehlbar ist. Doch es geht gar nicht darum, unfehlbar zu sein, was ja sowieso nicht möglich ist als Mensch ohne Christus. Es geht um den Anspruch, so etwas für sich zu beanspruchen. Und Ellen White hat nie solch einen Titel für sich beansprucht. Wir glauben jedoch, dass sie von Gott inspiriert wurde. Die Frage ist doch wohl mehr, von wem wurde dann der Papst dazu inspiriert, für sich Unfehlbarkeit zu beanspruchen? Von Gott? Möchte Gott, dass wir sein Wort verwerfen, um auf Menschen zu hören? Wohl kaum. Hören wir weiter. Die Tatsache, dass mehrere der christlichen Feste mit dem Sonntag verbunden sind, ist zweifellos einer der Gründe, warum die Adventisten bei der Annahme der gemeinsamen christlichen jährlichen Traditionen zurückhaltend sind. Die Weihnachtsgottesdienste haben sich in vielen Teilen der Welt in den adventistischen Kirchen durchgesetzt, aber Ostern und andere wichtige Tage im christlichen Kalender werden meiner Meinung nach immer noch sehr unterschätzt. Wenn wir den adventistischen Gottesdienst wirklich auf den Wert unseres Schöpfers und Erlösers ausrichten, mit Symbolen und Ritualen, wenn wir den adventistischen Gottesdienst wirklich auf den Wert unseres Schöpfers und Erlösers ausrichten, mit Symbolen und Ritualen, die nicht nur oder sogar in erster Linie den Verstand, sondern ganz sicher auch das Herz ansprechen. Die Adventisten müssen die Angst vor der Einführung neuer Elemente in ihre Liturgie ablegen. Viele dieser Elemente sind zwar katholisch, aber in dem Sinne, dass sie zum gesamten Christentum und damit auch zur adventistischen Kirche gehören. Ich frage mich, ob es jemals eine Zeit geben wird, in der wir nicht adventistische, ja sogar römisch-katholische Gottesdienste betrachten können, ohne sofort nach dem zu suchen, was uns nicht gefällt oder was wir für unbiblisch halten, sondern vielmehr mit einer Wertschätzung dessen, was schön ist und auch den adventistischen Gottesdienst bereichern könnte. Wow, diese Aussage. Wie kommt man nur darauf, dass man Symbole und Rituale von der katholischen Kirche mit in unseren Gottesdienstablauf nehmen könnte, um unser Herz anzusprechen? Reicht denn Gottes Wort nicht mehr? Da kam mir gleich ein Abschnitt in den Sinn aus dem Buch Der große Kampf. Der Gottesdienst der römischen Kirche ist ein sehr eindrucksvoller Vorgang, die glänzende Prachtentfaltung, und die feierlichen Gebräuche bezaubern die Sinne des Volkes und bringen die Stimme der Vernunft und des Gewissens zum Schweigen. Das Auge ist entzückt, auch das Ohr wird angesprochen. Dieser äußerliche Glanz, dies Gepränge und diese Zeremonien sind ein Beweis ihrer inneren Verderbnis. Christi Religion bedarf zu ihrer Empfehlung solcher Reize nicht. In dem vom Kreuz ausstrahlenden Licht erscheint das Christentum so rein und lieblich, dass keine äußerlichen Zierden seinen echten Wert vergrößern können. Ein glanzvoller Stil ist nicht notwendigerweise ein Ausdruck reiner, erhabener Gedanken. Eine hohe Auffassung von der Kunst und ein sehr kultivierter Geschmack finden sich häufig in einem irdischen und sinnlichen Gemüt. Sie werden oft von Satan benutzt, damit die Menschen die Bedürfnisse ihrer Seele vergessen, die Zukunft und das ewige Leben aus den Augen verlieren, sich von ihrem allmächtigen Helfer abwenden und ausschließlich für diese Welt leben. Eine Religion der Äußerlichkeiten ist für das nicht erneuerte Herz anziehend. Das Gepränge und die Zeremonien der katholischen Kirche haben eine verführerische, bestrickende Kraft, durch die viele getäuscht werden. Und zwar so sehr, dass sie die katholische Kirche als das wirkliche Tor zum Himmel ansehen.
Nur solche, die ihre Füße fest auf den Grund der Wahrheit gestellt haben und deren Herzen durch den Geist Gottes erneuert sind, werden gegen ihren Einfluss gesichert sein. Tausende, die keine lebendige Erfahrung mit Christus gemacht haben, werden dahin geführt, dass sie den Schein der Gottseligkeit ohne die Kraft annehmen. Und auch hier möchte ich wieder wie beim letzten Mal die Frage stellen, wem glauben wir? Lass uns noch seine abschließenden Worte hören. Lassen Sie mich abschließend sagen, dass wir die großen Unterschiede zwischen den Protestanten und insbesondere den Siebenten-Tags-Adventisten und den römischen Katholiken nicht leugnen sollten, dass wir aber bei der Beschreibung dieser Unterschiede niemals die grundlegenden Überzeugungen und Traditionen vergessen sollten, die wir gemeinsam haben. Wir sollten große Anstrengungen unternehmen, um damit aufzuhören, andere christliche Konfessionen, einschließlich der katholischen Kirche, miserabel darzustellen. Ich hoffe, dass mein Buch zu diesem Prozess beitragen kann. Vielleicht können wir irgendwann in der Zukunft beschließen, dass wir tatsächlich um Vergebung für die vielen Dinge bitten müssen. Für die vielen Male, die wir katholische Gläubige und insbesondere die katholische Kirche aus Unwissenheit oder in einer Weise beschuldigt haben, die definitiv auch unchristlich war. Nun, wenn es nur darum ginge zu sagen, dass Adventisten genauso Fehler machen können wie Katholiken und deshalb nicht besser sind als andere, oder wenn man jetzt wirklich persönlich jemanden beschimpft hat, dann okay. Aber ich denke nicht, dass das der Fall ist. Hier geht es vielmehr darum, sich dafür zu entschuldigen, was wir glauben, und dass wir es nicht mehr tun sollten, weil sich die katholische Kirche ja geändert hat. Doch wenn es zu den Lehren kommt, sehen wir, dass sich nichts geändert hat. Also weshalb und wofür sollten wir uns entschuldigen? Oft waren und sind adventistische Autoren und Prediger voreingenommen und vorurteilsbehaftet. Zugegeben, in der Vergangenheit waren antikatholische Gefühle kein ausschließlich adventistisches Phänomen, aber die Zeiten haben sich geändert und wir müssen uns gemeinsam der Herausforderung stellen, das Evangelium in eine zunehmend säkulare und nicht-christliche Welt zu bringen. Ich bete dafür, dass die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten in der Lage sein wird, ihre Identität zu bewahren, aber andere christliche Kirchen, einschließlich der katholischen Kirche, nicht mehr in erster Linie als Feinde zu betrachten, sondern vielmehr als Verbündete bei der Erfüllung des Auftrags des Evangeliums. Und lasst uns dabei versuchen, voneinander zu lernen und uns von den anderen inspirieren zu lassen, während wir unsere heilige Aufgabe angehen. Amen. Katholische Gläubige sind bestimmt nicht unsere Feinde, aber sie sind auch nicht unsere Verbündeten. Vielmehr gehören sie auch zu denjenigen Menschen, die Gott durch uns erreichen möchte. Und nicht nur eine säkulare Welt, sondern alle Menschen. Ich finde es daher sehr traurig, dass diese Menschen einfach am Ziel vorbeireden, wo man solche Gelegenheiten, die Zeit und sicherlich auch das Geld doch ganz anders und besser nutzen könnte, nämlich um wirklich Gottes Wort weiterzugeben. Mehr denn je und gerade jetzt, weil sich solche Argumente wie hier immer mehr häufen, sollten wir darauf aufmerksam machen, dass es nie darum geht, Menschen zu beleidigen oder zu verurteilen. Es geht auch nicht darum, so wie sie es tun, zu behaupten, sie haben sich ja geändert. Darum müssen wir nicht mehr so über sie denken oder sie weiterhin verurteilen. Während wir aber die eigenen Brüder dafür verurteilen, weil sie immer noch einen Unterschied zwischen Wahrheit und Irrtum machen und diesen verkündigen.